Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Kapitel 11. Und das letzte Mal beim goldigen Nussknacker. Ich bestehe darauf, dass morgen alle ans Konzert kommen. Los, schnell hinterher! Die führen uns aus dem Labyrinth raus! Vielleicht ist das der Arlecchino. Wir beginnen am besten am Ende von Kapitel 10. Hilfe! Ratte! Hilfe! Die Ratten stürmten in Scharen ins Haus und rannten in den Keller, wo der Tresor war. Was ist denn los? Ratte! Columbina! Um Himmels Willen, komm wieder zu dir, Mädchen! Columbina, die eine Rattenphobie hatte, war vor lauter Angst in Ohnmacht gefallen. Tartaglia rannte mit einem Teppichklopfer herum und versuchte, die Ratten davon abzuhalten, in den Keller zu gelangen. Tartaglia! Ich hilf dir! Sorry! Sergente war mit einem weiteren Teppichklopfer zur Hilfe geeilt, traf aber dabei Tartaglia und warf ihn zu Boden. Die Ratten stürmten nun ungehindert in den Keller und holten den schweren Tresor die Treppe hoch. Die probieren den Tresor zu klauen! Nicht, wenn ich Dienst habe. Capitano wollte sich auf den Tresor stürzen, doch ein paar weitere Ratten stürzten sich auf ihn. Dottore war mit der gesamten Situation und Columbina im Arm so überfordert, dass er auch in Ohnmacht fiel. Brighella hatte sich schützend vor Pantalone aufgestellt. Mein Babysteine! Ich lasse mir das nicht wegnehmen! Attacke! Ah! Signore! Nein! Pantalone stürzte sich mit einer unglaublichen Hechtrolle auf den Tresor, klammerte sich mit ganzer Kraft daran und ließ sich von den Ratten nicht abschütteln. Pantalone! Ich komme! Ah! Lasst mich durch, ihr doofe Ratte! Brighella! Hilfe! Signore! Lasst sie los! Niemals! Ich lasse niemals los! Die Ratten entführten den Tresor mitsamt Pantalone. Brighella versuchte ans Fenster zu kommen, um zu sehen, wohin Pantalone verschleppt würde. Doch die anderen Ratten ließen ihn nicht. Signore! Mach dir keine Sorgen! Ich mach schnell Spazierfahrt! Ich komm grad wieder! Hoffe ich. Pantalone! Kurze Zeit später, als die Ratten mit Pantalone und dem Tresor bereits über alle Berge waren, flogen Arlecchino und Täubchen durch das offene Fenster ins Hause Pantalone. Und da bot sich ihnen ein furchtbares Szenario. Hallo! Wir sind wieder die Heime! Was zum heiligen Jesus! Brighella! Columbina! Tartaglia! Und die anderen! Alle liegen ohnmächtig auf dem Boden! Das Täubchen setzte Arlecchino neben Brighella ab und flog direkt zu ihrem geliebten Meister Dottore. Brighella! Ich muss glaub noch ein bisschen näher ans Ohr. Brighella, wach auf! Nur noch 5 Minuten. Brighella, nix da 5 Minuten! Dein Brüderli ist wieder da! Und ich mach mir echt Sorgen! Arlecchino? Arlecchino! Autsch, mein Kopf! Arlecchino! Es ist ja so schrecklich gewesen! Brighella nahm seinen kleinen Bruder in die Hand und drückte ihn an seine Brust. Brighella, das tut weh! Au, 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 au! Oh, Entschuldigung! Oh, Täubchen, was machst du hier? Oh, mein Kopf! Nun kam auch der Rest der Truppe zu sich. Ich hatte einen furchtbaren Albtraum. Ratten! Überall Ratten! Und Arlecchino? Arlecchino! Du bist wieder da! Columbina! Arlecchino! Komm in meine Arme! Oder besser in meine Hände, so klein wie du bist. Ach, ist das schön, dich zu sehen. Arlecchino! Was ist denn passiert? Da sieht's aus, als wäre ein Tornado durchgewirbelt. Es ist furchtbar gewesen, Arlecchino!
Während Capitano und Sergente Alecchino über die Ereignisse aufklären, wollen wir doch mal sehen, wie es Pantalone und dem goldenen Nussknacker ergangen ist. Pantalone hatte sich unermüdlich am Tresor festgeklammert und wurde von den Ratten in ein abgelegenes Versteck außerhalb von Venezia gebracht. Ah! Erstaunlich! Ratten können sogar Gondeln fahren. Sind noch gescheite Tierli. So gescheit aber auch nicht. Wenn's neben einem Tresor noch einen alten Sack mitschleppt. Diego, hätte ich's mir doch gar können denken. Mein Tresor bekommst du nicht. Das glauben auch nur sie. Lass mich los, du Abschaum! Stinkmurchle! Hilfe! Siehst, was du hast angerichtet, Federico? Aber das habe ich doch nicht können wissen. Au! Hey! Schlag den armen Bub nicht! Er ist ja bewusstlos! Du solltest dir lieber um dich selber Sorgen machen. Raffaele hatte Pantalone und Federico gefesselt und warf die beiden in eine Ecke des Raumes. Ei. Damit kommen ihr nicht durch! Bin doch schon längst damit durchgekommen. So, und jetzt macht mir mal den Tresor auf, Raffaele. Sehr wohl, Meister! Raffaele holte ein Brecheisen und versuchte vergeblich den Tresor zu öffnen. Meister, es geht nicht. Das ist ein unglaublich zäher Tresor. Ist auch vom Leonardo da Vinci persönlich entworfen worden. Den bekommst du nur mit einer speziellen Drehtechnik auf. Und du bist sicher so freundlich, sie mir zu verraten. Niemals! Du kannst mit mir machen, was du willst, aber ich verrate dir niemals, wie du den Tresor aufbekommst. Die Nacht ist noch lang. Wir werden uns sicher einigen können. Das glaub ich weniger. Aber, du kennst mein Angebot noch nicht. Sag mir, wie ich den Tresor aufbekomme und dem Arlecchino passiert nichts. Arlecchino? Was? Wo ist er? An einem anderen Ort. Und wenn du nicht machst, was ich sage, bleibt er auch dort. Nix da! Ich sag gar nicht, solange ich den Arlecchino nicht gesund und munter gesehen. Nein, so haben wir nicht gewettet. Und ich bleib dabei. Weil weisst du, was ich glaube? Du hast den Arlecchino gar nicht mehr. Der ist dir abgehauen. Wie hat er jetzt das herausgefunden? Raffaele, du Idiot! Scusi, Meister. Diego fing an, mit Raffaele zu streiten. Da kam Federico zu sich. Aua. Alles in Ordnung, Bürstli? Pantalone, es tut mir so leid. Die haben gesagt, wenn ich nicht mache, was sie sagen, dann machen sie mir Arlecchino weh. Mach dir keine Sorgen. Arlecchino ist schon lang abgehauen. Und wie ich ihn kenne, holt er uns schon bald mit den anderen da raus. Das glaube ich weniger. Niemand weiß, wo das Versteck ist. Außerdem müssen die anderen ans Konzert von Federico gehen. Au, nein! Raffaele packte Federico am Kragen. Kopfdori! Lass das Kind los! Lass mich los, Diego! Diego hatte Pantalone ebenfalls am Kragen gepackt. Verrat mir, wie ich am goldenen Nussknacker komme und dem Federico passiert nichts. Raffaele öffnete eine Luke im Boden, die direkt ins Meer führte. Wie gut kannst du eigentlich schwimmen? Nein, bitte nicht. Herrgott! Lass den Bub sein! Ich verrate dir ja, wie's geht. Signore, nein. Ist schon gut, Bürstli. Ich bin zwar geizig, aber nicht herzlos. Ende von Kapitel 11. Geschichte vom goldenen Nussknacker von Linda Weidmann.
Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.